Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Wir sind wieder hier in Liberty City mit dem Nico Bellic und ja, wundert euch nicht, falls ich ein bisschen müde aussehe. Es ist noch früh am Morgen. Ich bin erst gerade etwa seit gut einer halben Stunde wach. Und auch wundert euch nicht, wieso das so mein Ohr offen ist, beziehungsweise das Headset nicht richtig anhat. Der Grund ist, ich erwarte ein Päckchen, das irgendwann ist zwischen 10 ab 8 Uhr am Morgen und am 6 Uhr zu Abend sollte kommen. Und ich weiss eben nicht, wann es kommt. Darum muss ich immer ein offenes Ohr haben, falls es plötzlich dort läutet. Einfach nur so eine Randinfo. Ich bin wieder hier in einer neuen Aufnahmesession. Und ja, wir haben jetzt gerade vorher ein SMS bekommen. Also, okay, das ist wahrscheinlich von Bruce gekommen. Genau, okay. Sonst haben wir jetzt keine Mission momentan, kann das sein? Haben wir keine Mission offen momentan? Sieht nicht so aus, hä? Okay, ja, wir warten mal, vielleicht kommt jetzt demnächst etwas rein. Ich muss mir überlegen, was wir sonst machen könnten. Es hat vorhin noch ein Mannöckeli hinten dort. Wenn ich jetzt wieder zurücklaufe, spawnt echt wieder. Oder nicht? Hä? Oh. Und jetzt die Schmier. Ah ja, die Schmier kommt auch noch. What the fuck? Schauen wir uns mal zu, da der Fight. Oh, das hat es noch einen Unfall gegeben. Ui, 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 ui. Oh, oh, der Polizist in Action dort hinten. What the fuck, das habe ich noch nie gesehen. Ah, die können verhaftet werden. Hure geil. Ha! Da habe ich im Fall nicht gewusst. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das so war, aber nice. Ja, aber irgendwie kommt da jetzt einfach keine Mission. He? Jetzt ist dort hinten das Mannöckeli wieder. Wir gehen mal zu dem Mannöckeli dort hinten, also auf der Minimap, man sieht es. Und dort her, schauen da, das war noch, sind noch Zeiten gewesen, wo noch im GTA noch endlich lang säckeln. Das ist doch der Typ von das letzte Mal schon wieder, oder nicht? Der uns Cash gibt. Okay, that's nice. That's real nice. Hey, I remember you. You're the comrade guy. The guy with all the jokes. Oh, yeah. How time flies when you're having fun. Right. And you're definitely having a lot of fun. No doubt. Listen, dude, you want to make a quick buck? Come with me. I got something to show you. We need a car or something. Das riecht schon richtig nach Hinterhalt. Aber wir machen es gleich mal. Weil ich glaube, das ist momentan so die einzige Mission, die wir können. Oh nein, Schmier. Scheiße. Komm, steig ein, bevor das Cops kommen. We got an emergency situation, clear the street. Geil. Jetzt soll sie eigentlich zuerst schmierlos werden, hm? Zuerst mal die Bullen loswerden, denke ich mal. Oh shit. So, perfekt. Also wird safe ein Hinterhalt oder irgendetwas sein, wo wir jetzt fett rumballern oder schlägeln. Eins von beiden, ne? So what are you showing me? Dude, this is meant to be the biggest rock in the world. Wait here while I make the deal, dude. Let's hope this thing isn't too heavy for me to carry by myself. Sick. Yo, Mr. Bankerman, this is a real sound investment you're making. A good use of your assets and shit. Most def. What the fuck? Dude, take me over to Wappinger and Hardin. Alter, was machen wir jetzt? Es ist jetzt nicht das passiert, was ich gedacht habe. Zuerst. But this ain't no rock.
that film where that guy is on a mountain and he gets chased by that? Yes? Oh, hello. This your place? Yeah. Hat einfach keine Mütze mehr. No, it doesn't matter. Here's some dollar. Appreciate the ride. Jetzt hat er wieder eine Cap an. Alles klar. $200. Okay. Also das Gefühl, den Dude werden wir zwischendurch immer wieder sehen, einisch. Und immer wieder Missionen. Also ich kann mich an die Story von GTA sowieso gar nicht mehr erinnern. Und Alter, wer hupt da? So, wieso hupt der wie ein Idiot? Chill. Ja, aber ich kann mich an die Missionen von GTA-Dings eh nicht so erinnern. Darum ist es aber echt witzig, das habe ich so gesehen. Aber irgendwie geht es nicht vorwärts. Ich glaube, wir gehen mal noch ins Internet-Café. Vielleicht haben wir dort mittlerweile noch ein paar Mails bekommen. Irgendwie vielleicht von Bruce noch ein paar. Muss aber einen Wegpunkt haben, weil ich finde das noch nicht. Oder weiß noch nicht so auswendig, was da durchgeht. Aber ich denke, wir müssen vielleicht zuerst ein bisschen Fahrzeuge beschaffen für den Bruce, dass es doch ein bisschen weitergeht. Ich denke mal, aber ich weiß es nicht. Aber wenn nicht angezeigt wird, dann sind irgendwelche Nebenmissionen, die du schnell aktiv machen musst. So. Nico, you are back to Lagan? That's right. Nico! So, schauen wir mal. Wir haben ja noch ein paar Mails rausgelassen. Um ein bisschen daten. Und schauen, ob da etwas gekommen ist. Okay, ein Töpf, das machen wir gerade. Was ist das? Hey Mann, wie geht's? Du hast dich entschlossen, in Liberty City zu bleiben. Wie geht's deinem Cousin? Ich bin geblieben, hab gehört, alle hätten... Okay. Das ist wahrscheinlich irgendwie noch Cousin oder so. Oder Kollege oder so nochmal. Scheißegal. So, das dürfte wir beschaffen mal. Alter, die Musik, die da drinnen läuft. So spirituelle Musik gefühlt. Da holen wir mal den Töpf. Krass, die Tür ist nicht abgekehrt. In GTA 5 ist sie safe abgekehrt. Also wir holen mal den Töpf. Schauen wir nachher mal, ob dann nachher von den Missionen her, ob es dann weitergeht. Mal. Schon ein bisschen strange. Ich weiß gar nicht wieso und warum. So. Fahrt jetzt der Dude echt wieder mit seinem Töff oder steht es einfach so um ein Töffli? Oh, Todesschaukel, hä? Ah, da. Hey, das war doch der Dude von vorher gewesen. Das war doch der Dude von vorher gewesen. Und der hat eine Waffe. Okay. Wir müssen schauen, ob alle wirklich hinüber sind. Ja, so einfach geht, dass immer Schmier bekommen. Aber das Fahren ist einfach nicht so. Oh jeez, das Fahren ist einfach nicht so mies, ey. Also vor allem in GTA 4 nicht. Ah gut, in GTA 5 eigentlich auch nicht. Wow. Oh! Aber man muss sagen, kann ich sagen, Dings ist richtig. Man muss sagen, kann ich sagen. Nein, die Physik sind da recht geil gemacht in dem Game. Das muss man wirklich sagen. Ich finde das, wieso der Nico Bellic an mich so ein bisschen rumfliegt, oder Nico Bellic rumfliegt, das ist schon witzig gemacht. Wow! Aber dafür dunkelt mir einfach der Töff driftet ein bisschen zu fest um, für das, dass es eigentlich ein Töff ist. Wow. Wow, Alter. Ihr habt Schuhe rum. Als würde ich auf Eis fahren gefühlt. So. Perfekt. Dann haben wir das auch noch abgeliefert. Alter, die Türen, Mann. Wie schnell die runterkommt. Wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen Geld gemacht. He? CJ 600 in the lockup now. It's all good. You make that shit look easy, baby. You're a fucking animal. Stay cool. Wie es einfach wegspickt vom Töpf, wie geil. So, also dann haben wir das auch schon erledigt. Aber jetzt frage ich mich wirklich,
Was müssen wir machen? Was müssen wir jetzt machen, dass es weitergeht mit der Story? Wir haben ja den Dimitri, also mit dem den Faustin haben wir ja umgenietet das letzte Mal und der Faustin ist ja noch, der Dimitri ist ja noch unser Mate jetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir ihm anrufen. Ah, wir müssen ihm glaube ich anrufen. Stimmt, das ist ja noch letztes Mal Meldung gekommen, wir müssen ja mal nachfragen, wie es aussieht. Wir rufen jetzt ihm einfach mal an. Dimitri, you got my money? I have it. Meet me at the warehouse at Laganet in downtown Broker. Come along. Ah, okay. The Russian Revolution. Okay, ich würde aber sagen, wir machen die das nächste Mal. Ah, little check-up. Alright, my brother. Me and them Russian and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them boys, them are some doggone. I'm not afraid of him. Yeah, my eyes can't see, the heart can't leave, but you know, they'll come with you. Where's the place? A warehouse on Mohane. I know the one. See around the back. Ja, also, dann würde ich mal sagen, dass wir in der nächsten Folge dort hergehen, weil schon die Folge zu lang. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich immer eine Bewertung freuen, sowie über das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und dann sehen wir uns dann einfach schon im nächsten Part wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.